Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 2:2 am 14. Bundesligaspiel zu Hause gegen Mainz 05. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht. Ja, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir schnurstracks rein. Ihr habt Platz genommen und sicherlich die eine oder andere Frage natürlich. Bitte schön, wer möchte beginnen? Ich sehe viele Fotografen. Wo sind Fragesteller oder sind die schon auf der Weihnachtsfeier? Gibt ja nicht viel zu feiern, oder? Auch gut. Naja, gibt natürlich schon was zu feiern. Ne? Wir haben eine überragende Hinrunde gespielt. Ich meine, die ist noch nicht ganz zu Ende. Aber nachher das heutige Spiel, da gibt es nicht viel zu feiern. Ganz kurz. Oben links Ganz bitte, kurz. ganz hinten. Haben wir noch das einen ist gefunden, der sich erbarmt, FAZ, oder glaub was? ich. SID. Ah, Hallo, Herr Company. Ja, wenn Sie kurz mal zusammenfassen würden, wie Sie das Spiel gesehen haben und gerade auch jetzt mit der Blick auf die Belastung der letzten Wochen, ob jetzt die Winterpause vielleicht genau richtig kommt jetzt in der nächsten Woche. Danke. Ja, von Belastung her glaube ich, dass wir ganz gut durch diese Phase gekommen sind. Man kann einfach schauen auf die anderen Mannschaften, die im Moment auch die Konkurrenz sind für uns, wie viele Spiele da ausfallen. Manchmal auch logisch, weil wir so viele Spiele haben. Und das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Wir haben Spieler wieder dabei bekommen, die ganz lange nicht da waren, wie Ito und Fonsi. Und wir sind eigentlich jetzt, wenn Jamal zurück ist, fast maximal stark aufgestellt. Und deswegen ist für uns körperlich und mental eigentlich ja, alles sehr stabil. Und dann sonst natürlich dieses Spiel, es bleibt natürlich immer eine Enttäuschung, weil du wirst gegen, zu Hause wollen wir, ist egal welcher Platz der Gegner ist, wir wollen einfach immer gewinnen. Und das ist uns heute nicht gelungen, aber ich kann auch objektiv schauen auf dieses Spiel. Ich meine, in die paar Momente, die Mainz hatte, haben die das überragend gemacht. Wir natürlich ein paar Fehler gemacht auch. Und in unseren Momenten, und wir hatten viele Chancen, viele große Chancen, haben wir natürlich nicht dieses Unterschied gemacht wie normal. Und dann, wenn ich dann ein bisschen zurückschaue, wie solche Ergebnisse entstehen, dann genau in so ein Spielverlauf, genau mit so einem Spielverlauf. Aber ich möchte. Ich werde jetzt nicht das wiederholen, was ich in der Analyse gesagt habe, nur so viel. Keine Ahnung, also wenn man 90 Minuten in den gleichen Stiefel durchspielt oder fast 100 Minuten und dann nicht mal ein bisschen was ändert, gerade in der schwächeren Zentrale. Ja, man hat dann irgendwann Pavlovic gebracht, aber auch ein Kimmich hat da einfach nichts mehr zu suchen gehabt. Den hätte man vielleicht mal in der Schlussphase die letzten 10 Minuten auf die Rechtsverteidigerposi stellen können, der da mal ein paar Flanken reinknallt. Das kann er wenigstens. Vielleicht mal Conny Leimer in die Zentrale, der da einfach mal ein bisschen mehr auf die zweiten Bälle geht. I don't know, wäre vielleicht einfach mal was gewesen, was man hätte probieren können. Wie gesagt, schaut euch gerne die Analyse an, da gehe ich da tiefer drauf ein. Gerne objektiv bleiben. Schlimmer ist, wenn wir. Objektiv gesagt war es ein katastrophales Spiel. Objektiv gesagt hast du mit einem glücklichen Elfmeter das 2:2 geholt. Punkt. Keine Möglichkeiten bekommen, null. Schlimmer ist, wenn wir viele Möglichkeiten schenken und das war nicht der Fall. Trotzdem nicht genügend. Naja, gehe ich auch nicht ganz mit. Also viele Möglichkeiten habe ich heute auch nicht gesehen. Sorry. Ja. Viele klare Möglichkeiten habe ich nicht gesehen. Ja. So. Gehört halt auch zur Wahrheit. Tore gemacht und 2 Tore zu viel bekommen. Dann machen wir auf der Seite noch eine Frage, bitte. Ja, hi, Linus Uhrig von der Bild, Herr Company, hallo. Diese Elfmeterszene, Sie waren selbst Verteidiger. War es ein Elfmeter oder finden Sie, der war glücklich vielleicht? Ich habe es mit Absicht nicht so. War schon ein bisschen glücklich, wenn wir ehrlich sind. Hat natürlich ein bisschen zu lange gezupft. Ich glaube, viele Schiedsrichter geben den einfach auch nicht. So, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ja, kannst du natürlich geben, so gar keine Frage. Er hat da halt nicht irgendwie 2 Sekunden am Trikot zu ziehen. Hat Harry Kane natürlich auch mit all seiner Erfahrung rausgeholt. Geschaut. Und ich muss auch sagen, also
Klar, das sind spielentscheidende Momente, aber wenn man zurückschaut auf alle Phasen dieses Spiels und wie viele Möglichkeiten wir hatten, Ja, komm, fang nicht so an. Du kannst ja jetzt nicht sagen, oh, er muss den Elfmeter geben, weil wir vorher 6 Chancen hatten und die nicht genutzt haben, oder was? Hä? also unentschieden ist natürlich ein super Ergebnis für die Gegner und Gratulation, aber Nee, super Ergebnis ist das für den Gegner nicht. Wenn man sich die Tabellensituation anguckt, ein Sieg wäre ein super Ergebnis gewesen. lass uns ehrlich sein, wir können in anderen Spielen noch 3, 4 Tore mehr schießen. Das ist uns heute nicht gelungen. Ja, eben. Okay, vielen Dank, Das heißt, Vinny. Danke Spiel. euch. Schönen dritten Advent. Danke. Wild. Naja. Wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Ich denke, die Fragen halten sich in Grenzen, weil wir 2:2 noch gespielt haben. Ansonsten wäre es, glaube ich, ein bisschen ungemütlicher geworden. Aber selbst dann ist das so. Ja, nochmal, wir sind am Ende einer langen Phase. Alles ist gut. Nichtsdestotrotz muss man das kritisieren dürfen, wie wir heute gespielt haben und wie man auch aufgestellt hat und wie man reagiert hat und so. Das sind alles Diskussionen, die man führen kann. Ist natürlich auf einem super hohen Level. Wir sind 9 Punkte vor, glaube ich, ne, vom zweiten oder was. Über was reden wir? Also mal drauf geschissen am Ende des Tages. Von daher, Leute, abhaken. Schönen dritten Advent. Genießt die Zeit. Haut rein. Bis dann. Wer Bock hat, morgen 18 Uhr werden wir das nochmal ein bisschen aufarbeiten im Livestream live auf Twitch. In diesem Sinne, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.